Und wieder mal geht's weiter hier bei The Witcher 3 Wild Hunt. Mit dem frisch rasierten Geralt sind wir hier noch mit ein paar Quests beschäftigt, die ja irgendwie auch zur Hauptstory noch gehören, zumindest ein Teil noch. Und liebste Priscilla, was gibt's eigentlich schönes Neues? Priscilla. Mir fehlt die Kraft, Geralt. Vielleicht kannst du ihn ja zur Vernunft bringen. Ja, Rittersporn ist nicht einfach. Das haben schon viele Frauen erfahren. So, wir aber jetzt erstmal ins Kabarett, um ein Requisitenschwert auszuleihen. Okay. Hier wird nicht rumgehangen. Ja, wie uns das zwar auf unserem direkten Weg zum Hexer irgendwie helfen soll oder zu Ciri. Naja, Ciri natürlich nicht, aber es ist halt trotz allem. Noch ein Mutant. Ja, dankeschön. Geht sich halt vielleicht alles trotz allem irgendwie auf die, ja, würde man sagen, aufs Endspiel dann noch aus, oder? Je nachdem halt, boah, viel zu laut. Halt, ja, dass wir halt dann viel gemacht haben, vielen geholfen haben und so weiter. Gibt es halt auch andere Enden des Spiels. Entschuldigung. Steht mir im Weg. Hilfe, das Spiel steht mir auch im Weg. Ganz langsam, Geralt und sachte. Schweine. Was? Überall Schweine. Du, der fällt eine Treppe runter? Das muss man auch erstmal verstehen, ey. Schwerter? Bei einem Sturm ist es nicht sicher. Aber nicht vor Piraten. So, ganz ruhig, ganz ruhig. Nicht stolpern, Geralt, das wäre jetzt sehr uncool. Ah, wie schön, dich zu sehen. Ich hätte ein Anliegen. Ich müsste mir eine Requisite leihen. Eins der Schwerter für Bühnenschlachten. Huch, wozu brauchst du denn das? Weiß ich nicht. Rittersporn behauptet, es wäre unverzichtbar. Oh ja, ich habe mir schon gedacht, dass Meister Rittersporn was damit zu tun hat. Ich hoffe doch sehr, dass er mir keine Konkurrenz machen will. Bitte sehr. Danke. Ich versuche es nicht zu beschädigen. Bis dann. Meister Rittersporn, das hört man auch selten. Also behaupte das einfach mal. Nach Einbruch der Dunkelheit, das heißt, wir meditieren ganz kurz. Weil wir dort sind und Geralt runterfällt. Nö, gut. Also der Plan ist immer der gleiche, Freunde. Wir gehen noch ein bisschen die Quests durch, die wir schon machen können. Für höheres Level, mehr Fähigkeiten und so weiter. Dann suche ich mal nach dem Land ein bisschen die sogenannten Machtpunkte. Muss ja vielleicht ein bisschen googeln und so weiter, weil sonst die suchen gehen, ja, das ist mir sonst ein bisschen zu doof. Also eine wissen wir, wo sie ist, aber die anderen, naja. Und dann, ja, was soll noch sein? Neue Waffen, neue Ausrüstung. Können wir uns sein, bevor wir uns das Skellige aufbrechen, das könnte nicht schlecht sein. Dann gehen wir sich noch nach Kaer Morhen, da haben wir noch was offen in der Quest. Bezüglich Triss und der, wie hieß denn schon wieder? Also den Namen nicht mehr, verdammt. Derjenigen halt, die der König von, also sprich halt Radovid, genau, der ja in die Augen ausgestochen hat. Und wir haben jetzt bei der Quest ja scheinbar gegen den König aufgelehnt, wa? Nach Einbruch der Dunkelheit. Naja, was ist Einbruch der Dunkelheit? Welche Zeit kann das ungefähr sein? Wir gucken mal. Wie wir uns morgens erst, okay. Versuch mal 18 Uhr war, weil eigentlich die Sonne geht unter, also Einbruch der Dunkelheit. Er ist aber noch nicht da, es kann natürlich auch sein, dass es erst um Mitternacht ist. Aber geht es auch mal stündlich vor, dass wir ihn alle noch einen Fehler machen. Oh, so ein Pech. Naja, das heißt ja, bei so viel Ranas raus. Also nicht reingehen, genau, hier draußen bleiben. Ich sehe Rittersporn aber auch nicht. Also nochmal. Vermutlich wird es schon Mitternacht sein, wa? Ah ne, 20 Uhr, okay. Ah, na endlich. Also, dies ist der Plan. Sophronia liebt Abenteuerromane. Ich könnte für sie zum Helden werden, indem ich sie vor einem Banditen rette. Sie wird mir aus der Hand fressen und auf jeden Fall das Geld leihen. Ich soll der Bandit sein? Ich wusste, es würde dir sofort einleuchten. Ja, aber gefallen ist was anderes.
Was gar nicht übel, vergiss es, ja. Im Ernst? Das ist ein fantastischer Plan? Von fantastisch habe ich nicht gesprochen. Jeder Plan ist besser als kein Plan. Ich habe deinen Text schon geschrieben, Was hast du geschrieben? damit du weißt, was du bei dem Auftritt sagen sollst. Und deine Maske. Setz sie auf. Sophronia darf dich nicht erkennen. Aber Keine Zeit. Sophronia kommt. Halt dich an den Plan. Wir treffen uns morgen im Rosmarin. sofort stehen bleiben. Was soll das? Hilfe! Zu Hilfe! Ja. Nicht so schnell! Weg mit dem Schwert, Halunke! Das ist die erste und die letzte Warnung. Rittersporn? Fürwahr! Wobei der Abschaum dieser Stadt mich, den Roten Rächer, heißt. Oh nein, nicht der Rote Rächer. Ruhe, Gewürm! Der Tag soll dich reuen, da du geboren wurdest. Orga! Spielt sich ein bisschen dick auf, wa? Du bist besser, als ich dachte. Muss ich da eigentlich irgendwie gewinnen? Ich meine, das heißt, wir kämpfen den Roten Rächer, sollen wir besiegen lassen. Rittersporn! Ich meine, Roter Rächer! Wow. Der Rote Rächer triumphiert erneut. Mein Held! Ist alles in Ordnung? Ein Streich fand sein Ziel. Eine Narbe für die Sammlung. Komm doch rein. Ich verbinde dich. Fort mit dir, mieser Bandit. Sonst wird's dir der Rote Rächer zeigen. Keine Steuern, nur damit solche Gestalten die Stadt unsicher machen. Ach du Scheibenkleist. Was war denn das, ey? Oh Mann, so etwas... Ja, das ist echt ein Rittersporn halt, wa? Nun gut. Rosmarin und Thymia, machen wir den Quest zu Ende, wa? Können wir direkt mit dem nächsten weitermachen. Zum Glück gibt es hier keine spezifischen Tage und so. Sprich, es gibt natürlich schon Tag- und Nachtwechsel, aber halt nicht, dass ich irgendwie sagen muss, ich muss unbedingt heute diesen Tag, muss ich die und die Quest machen, deswegen kann ich immer wieder schön ein bisschen meditieren und so. Was ist das gerade? Das ist nicht ein Tag. Ja, kann natürlich auch alle kontern, ist klar. Hallo, ich kann doch. Wieder mal spuckt die Steuerung, schön. Genau das meine ich, ey. Jetzt ganz mal ausnahmsweise mit dem Kontern. Und 2 und 3 Gegnern. Ey! Also ich weiß, es gibt noch neue Animationen für den Kill, aber das ist ein bisschen übertrieben, Leute. Also warte, ich muss wieder schneiden hier. Nehmen wir den Wolfsleber. Der weiße Wolf. Ja. Freiern oder nicht freiern? Das ist hier die Frage. Pass auf, wo du hintrittst. Schnauze. Ich glaube, ich habe mich bepisst. Ja, ich glaube, die ganze Stadt hat sich bepisst. Verdächtig aus, Gambler. Aus welchem? Beiden. So, und dann werden wir mal bei unserer geliebten Truhe, nicht wahr? Morgen drin. Naja, morgen haben wir... Die kotzen hier alles. Oh Mann, ey, was für ein Spiel. Meditation. Okay, das war jetzt seltsam. Bin nur eine rauchen gegangen. Streiten die immer noch? Na, jetzt können sie sich nicht auf eine Farbe einigen. Das muss ein Missverständnis sein. Ihr seid zu früh. Heute war ausgemacht und heute sind wir da. Das Material ist komplett und meine Truppe kann's kaum erwarten.
Wir fangen an, so wie unsere hübsche Regisseurin sich in Sachen Dekoration entschieden hat. Aber Rittersporn hat doch gar nicht das Geld für euch. Doch, hat er, wie sich zeigt. Jedenfalls bald. Er arbeitet dran. Siehst du? Alles in Butter. Würdest du also endlich entscheiden, welchen Stil das Interieur haben soll? Was fragt ihr mich? Na, die holde Dame kann sich offenbar nicht entscheiden. Und Meister Rittersporn sagt, dass er hin und her gerissen ist zwischen Boudoir-Stil und Theaterdekoration. Aber dass er uns Bescheid geben würde, so wie wir eintreffen. Und hier sind wir. Aber die Entscheidung steht noch aus. Die Dame ist ganz überrumpelt, dass sie wählen soll, obwohl doch die ganze Renovierung eindeutig ihr zuliebe stattfindet. Mir zuliebe? Mir zuliebe jedenfalls nicht. Also würdest du jetzt bitte entscheiden, bevor mir eine Ader platzt. Ich weiß nicht, was Rittersporn gefallen würde. Geralt, du kennst ihn länger. Sag du was. Wie länger? Seit ungefähr, ja, 48 Parts. Toll. Ja, würde ich auch sagen. Sicher kenne ich ihn länger, aber für mich würde er nicht mal die Socken wechseln. Schon gar keine Renovierung mit allen Schikanen in Auftrag geben. Er macht das offensichtlich für dich. Du musst entscheiden. Ich verbinde Boudoirs mit femininer Eleganz, mit gewissem Biss. Mit Krallen sozusagen. Das passt hervorragend zu Kabarett. Eine wunderbare Wahl. Endlich. Meine Herren, Schluss mit dem Nasebohren. An die Arbeit. Tja, dieses Kabarett muss ja toll sein. Seit Rittersporn den Laden hier geerbt hat, redet er von nichts anderem. Ich hätte nur nicht gedacht, dass er zur Tat schreitet. Und so schnell. Wer weiß, vielleicht wird er jetzt sogar häuslich. Er muss ja das Geschäft im Auge behalten. Wer hätte das geahnt? Was immer die Leute reden, Rittersporn packt das Leben sehr rational an. Naja. Schon wahr. Er lebt nach dem Prinzip, dass ein genossenes Leben ein gutes Leben ist. Spotte nicht. Tue ich nicht. An dem Prinzip ist nichts auszusetzen. Rittersporn weiß einfach, wie man das Leben genießt. Das ist gut. Aber er kann auch verantwortungsvoll sein. Er bezahlt jeden pünktlich, der für ihn arbeitet. Und er hat noch nie einen Auftritt versäumt. Hoffentlich ist eure Eröffnung nicht das erste Mal. Er ist immer noch nicht hier. Na, er hat gesagt, dass er zu Polly geht, unserer Choreografin, sobald er das Geld hat. Sie hat die letzten Proben versäumt. Er wird ja wohl nicht in Schwierigkeiten sein? Bei Rittersporn ist alles möglich. Mal sehen, ob ich ihn finde. Fürwahr, Leute, fürwahr. Naja, wir mal suchen, wa? Wir haben sonst nichts zu tun. Stimmt sogar in dem Sinne. Und denke mal, Cirins Gellige kann noch ein bisschen warten und Triss und Jen auch. Und die sollen wir dort wieder antreten, obwohl Triss die echten Kemohen schon ließen, wenn wir sie da treffen werden und so weiter. Wer weiß, wer weiß. Wir sagen es jetzt zum letzten Mal. Verschwinde! Entschuldigung. So, jemand ist relativ nahe hier. Muss ich groß schneiden oder irgendwie teleportieren und so weiter. Gut, schneiden sowieso nichts. Sehe ich jetzt bei dem Spiel echt nicht, wieso ich hier etwas schneiden soll. Mach auf! Was ist denn das für ein Krawall? Polly und ihr schwachsinniger Verlobter streiten sich. Sie ist in dieser Stadt die Einzige, die sich mit Choreografie auskennt. Und dieser Armleuchter lässt sie nicht für mich arbeiten. Moment mal, was machst du hier eigentlich? Wir wollten uns doch im Rosmarin treffen. Wollten wir, aber du bist nicht aufgekreuzt. Priscilla hat angefangen, sich Sorgen zu machen. Da wollte ich mal nach dir schauen. Priscilla hat sich Sorgen gemacht? Wie schön. Für sie nicht so sehr wie für dich. Gehen wir. Hast du nicht gehört, was da drinnen vor sich geht? Wir müssen Polly helfen. Warum landen schöne Frauen bloß immer bei solchen Arschlöchern? Keine Ahnung. Geh zurück. Ich trete die Tür ein. Warte, müssen wir ihr das Haus kaputt machen? Sie hat hier irgendwo einen Zweitschlüssel. Woher weißt du, dass sie diesen Zweitschlüssel hat? Wir arbeiten ja nicht erst seit gestern zusammen.
Bevor Polly sich mit diesem Rubio eingelassen hat, Hast du sie oft besucht? habe ich mich hier verkrochen, wenn Priscilla und Polly im Rosmarin und Thymian geprobt haben. Sie haben Tanznummern einstudiert und ich habe komponiert. Also ist Polly nicht eine deiner... Ich trenne Geschäft und Vergnügen stets sorgfältig. Und Priscilla ist die Ausnahme? Die sich ja sorgt um uns, wie du gerade sagtest. Also genug geschwätzt und frisch ans Werk. Oder mich ein bisschen Rittersporn? Gut, suchen wir den Schlüssel. Was auch sonst war. Nehmen wir ganz kurz was mit. Dankeschön. Verdammt, wo würde sie... Ein Stein, der Klassiker. Nicht hier. Hä? Reiern oder nicht reiern? Das ist hier die Frage. Nicht Ah, so hier. untersuchen. Ja, war ja auch irgendwie Nicht hier. gelblich markiert. Ah, der Schlüssel. Was gefunden? Jupp. Was zum Teufel soll denn das? Raus aus meinem Haus! Pass bloß auf und lass die Frau in Ruhe. Ja, Das ist meine Verlobte! Aber nicht dein Eigentum. Ich liebe sie! Ich lasse nicht zu, dass sie im Bordell den Hintern schwingt! Jetzt mal langsam. Hier liegt eindeutig ein riesiges Missverständnis vor, das ich im Handumdrehen aufklären kann. Schieb dir deine Ausreden in den Arsch! Verpiss dich, sonst spalte ich dir den Schädel! Mein Freund war höflich, also sei du auch höflich und hör ihn an. Sonst regeln wir das alles anders. Na gut, red schon. Rubio, nicht? Polly hat mir so viel von dir erzählt. Sie hat dich als gebildeten, weltoffenen Menschen beschrieben. Das hast du? Na, es stimmt ja auch. Ich bin sehr weltoffen. Aber nur bis zu dem Punkt, an dem meine Verlobte im Puff mit dem Arsch wackeln will. Raus mit euch beiden. Polly geht nirgendwo hin. Lass ihn ausreden. Das hier hat nichts mit einem Bordell zu tun. Siehst du, mein Freund, Geralt hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Was du da hast, ist ein veraltetes Werbeplakat. Veraltet? Durchaus. Zu dieser Zeit war mein Etablissement noch unter anderer Leitung. Ich hingegen würde in meinem Kabarett niemals irgendwelche Anstößigkeiten dulden. Schon meine Reputation verbietet das. Worum geht's denn dann? Deine Verlobte ist eine erstklassige Künstlerin und ich möchte ihr eine Position bieten, die ihrem Talent entspricht. Sie soll meine Choreografin sein, was wiederum bedeutet, dass sie einen Anteil der Erlöse jeder Vorstellung bekommt, die sie choreografiert. Du meinst Geld? Und Ansehen. Schäkern gehört nicht dazu. Mein Wort drauf. In diesem Fall schätze ich... Ich wusste, du würdest einverstanden sein. Das wäre also geklärt. Wir sehen uns im Rosmarin, Polly. Ich gehe schon mal. Ich hol dich ein. Puh, hätte nie gedacht, dass es so gut läuft. Ja, ja, Kira, Diplomat. Geschickt von dir, Rittersporn. Nachdem du ihn gebildet genannt hast, war er Wachs in deinen Händen. Ob Verhandlung oder Gefecht, man muss die Schwachstelle des Gegners finden und ausnutzen bis zum Schwertheft. Also, gehen wir endlich zurück? Ich muss noch bei Rautleck vorbei. Bei dem habe ich vor kurzem neue Plakate bestellt. Aber Rubio hat die alte Version gefunden. Verfluchter Künstler. Der wird was erklären müssen. Ja gut, von mir aus. Ich gehe zu Rautleck und du gehst zum Rosmarin zurück. Sonst reißt Priscilla mir den Kopf ab. Wirklich? Würdest du hingehen? Nein, ich beliebe zu scherzen. Sag mir, wo ich ihn finde. Am Hafen. Bis bald also. Am Hafen, bis bald also. So. Muss man ganz kurz gucken. Mein Hals kratzt gerade ein bisschen.
Aber ich hoffe, ihr habt das laute Husten noch rausschneiden können. So, jetzt aber wie gesagt hier weiter. Nichts ist so schmerzhaft wie das Leben. Ach, nichts ist so schmerzhaft wie das Leben. Wow, sogar zweimal, krass. Autsch. Wow, was war das gerade? Finde Rotle und hol die Plakate von ihm. Ja, ich bin dabei. Juhu. Wow, wow. Indianer oder was? Mein Haus soll wieder mal im Arsch, wie es aussieht. Ah, jetzt geht's wieder. Die Rittersporn-Quest. Wie lange wird's wohl noch dauern? Lass mich am Leben. Hä? Das war seltsam. Ich suche Rautleck. Da bist du nicht allein. Der verdammte Halbling hat Schulden bei der halben Stadt. Ich hole mir meine, bevor der Kadaver komplett abgenagt ist. Es reicht nicht für alle, also schwör ab. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Nehmt, was ihr wollt. Ich bin nur wegen ein paar Plakaten hier. Bist du taub? Hast mich nicht gehört? Das gehört jetzt alles mir. Verpiss dich, Mutant. Und ich habe gedacht, wir können das friedlich klären. Ja, hab ich auch. Das wirst du bereuen, Mutant. Scheiße. Sag mir, was du willst. Verdammt. Plakate. Hier sind aber keine scheiß Plakate. Und Rautleck? Wo ist der? Wie immer. Auf dem Anwesen der Wegelboots. Die letzten Kronen verwetten. Na, war doch ganz einfach. Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Oh Mann, hey. Naja. Alter, da bin ich natürlich noch weit im Laufen. Mal marschieren. La 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 la. Ja, ein Mutant, geil. Wo haben wir hier in Nähe einen Teleportationspunkt? Müsste irgendwo eins sein, wa? Ah, da ist er. Entschuldigung, ich muss hier durch. Das ist leider so. Jetzt muss man gucken, welche Richtung da drüben. Naja, kennen wir ja. Man ja auch schon da, ist schon länger her. Obwohl, so lange aber wieder nicht. Wow, weil er Schwerter schlucken kann. Geil. Bist du Rautleck? Henry Rautleck, Künstler, Maler, Schuldner und Märtyrer meiner Kunst. Zu deinen Diensten. Rittersporn schickt mich. Oh ja, sag ihm, dass seine Plakate fertig und sicher versteckt sind. Aber ich kann nicht nach Hause gehen, weil mir da eine Bande wütender Gläubiger auflauert. Einem bin ich begegnet, glaube ich. Dann kennst du ja meine Zwangslage. Und jetzt hat Graf de Loverten mir in Aussicht gestellt, alles zurückzugewinnen. Ich soll auf ein Rennen wetten. Worum machst du dir denn Sorgen? Das ist deine Chance, wieder auf die Füße zu kommen. Ich habe in letzter Zeit so oft Pech. Wenn ich de Lovertens Angebot annehme und verliere, bin ich ihm für immer ausgeliefert. Dann lass lieber bleiben. Ich bin das Rennen für dich. Nö, also Schuld mit sein. Doof, muss ein Plakat auskauen. Ja. Ach, scheiß drauf. Lass mich deine Schuld tilgen. Ohne Bedingungen. Danke. Das hätte ich nicht erwartet. Darf ich fragen, womit ich deine Großzügigkeit verdient habe? Sagen wir einfach, dass ich hin und wieder gerne eine gute Tat tue. Können wir jetzt diese Plakate holen? Ich bringe sie ins Rosmarin und Thymian.
sobald ich meinen Verpflichtungen nachgekommen bin. Prima. Wir sehen uns dort. Na, hoffentlich funktioniert das ohne weitere Probleme. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Oh Mann, ey. Ja. Ich bin dann trotzdem dafür, dass ich halt trotz allem, auch wenn es nicht unbedingt gerade der typische Stil von Geralt ist oder sein könnte, dass er trotzdem versucht, die Quest 100% abzuschließen. Wenn es halt so nicht geht und nach Gewalt nichts bringt, dann muss man halt blechen, wa? Ist leider so. Nebenher, ja, gehen wir wieder mal zu Rittersporn zurück und gucken, ob es dann so klappt und die Quest damit auch abgeschlossen ist, wa? Bis dahin, tschüss.